Und hier ist deine Marke. Du kannst sie jetzt zurückhaben. Das war das letzte Mal, dass er etwas von mir anfassen darf. Punkt. Sorry, nein. Komm, wir reden ein bisschen mit ihr. Sorry. Ich weiß ja auch nicht. Komm, wir machen weiter. Episode 2. Der Wandel mit der Ecke. Solange wir atmen, dreht sich das Rad des Schicksals. Es vereint schwere und leichte Verbrechen. Und wenn es aufhört, sich zu drehen... Okay. Bist du tot. ...15. Juni, 9:12 Uhr, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Vor 2 Monaten ist Herr Gavin verhaftet worden. Mein erster Prozess und schon stand ich ohne Mentor und ohne Job da. Ja, ich gebe es zu, ich war am Ende. Aber selbst als ich ganz unten war, wollte ich nicht hierher kommen. Ehrlich. Sieht doch gut aus. Mit hierher meine ich die legendäre Anwaltskanzlei Wright und Partner. Okay, Justice, am besten hörst du jetzt mit der Zitterei auf. Ah, du bist wohl wegen des Vorstellungsgesprächs hier. Bitte hier entlang. Hä? Hallöchen, du bist genau richtig hier. Herzlich willkommen. Wie ist die denn drauf? Nun gut, sollen wir anfangen? Anfangen? Womit? Richtig, immer der Reihe nach. Besondere Talente? Talente? Tja, nun, wenigstens eines solltest du schon haben. Nun, ich glaube, das Verteidigen? Verteidigen? Ein eher ungewöhnliches Talent. Aber das ist okay. Wenn man es etwas aufpeppt. Meinst du? Zeig einfach mal, was du so drauf hast, okay? Hä? Los geht's. Zeig's mir. Verteidige. Gib alles. Bloß keine Zurückhaltung. Was redest du da? Ich kann doch hier nicht einfach drauf los verteidigen. Erste Lektion. Ein echter Profi kann überall sein Können zeigen. Ja, vielen Dank. Wir möchten, dass die Leute zusammen mit uns lachen. Und nicht, dass sie über uns lachen. Vielen Dank. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, warum sie überhaupt lachen sollten. Hä, was? Was hast du denn gedacht, was du hier bei uns machen würdest? Ja, wie bitte? Verteidigen? Nein? Entschuldige, aber weißt du, wo du hier bist? Hä? In der Anwaltskanzlei Wright & Partner, oder nicht? Oh. Das habe ich befürchtet. Keine Sorge, da bist du nicht der Erste. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Wer bist du? Ich bin gekommen, um mit dem Verantwortlichen zu sprechen. Nun, ganz offensichtlich hast du nicht weniger als 2 Fehler gemacht. Fehler? Aber Herr Wright hat mich doch heute Morgen angerufen. Wie wär's, wenn du nochmal das Schild draußen liest? Was soll denn das schon zu lesen sein? Sieh mal, hier steht... Oh. Warum steht denn da Talentagentur Wright? Herzlich willkommen bei der Talentagentur Wright, dem richtigen Ort für alle Fälle und dem richtigen Ort für Wörter, die man nicht richtig ausspricht. Ich bin Juicy Wright, die Geschäftsführerin. Ich bin eine Zauberin. Ja, jetzt war alles wieder da. Der Prozess, jenes Mädchen. Stimmt, die hat uns gerettet. Die hat uns das Pik Ass gegeben. Mit einem Blutstropfen drauf. Wer keine Ahnung hat, von was ich rede, ist nur ein kleiner Spoiler. Guckt euch das erste Video an. Oder die ersten Videos vom ersten Fall. Das hier ist der zweite Fall. So. An dieser Stelle, guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's also. Hallo, ziehen Sie eine Karte. Irgendeine Karte. Guck mal, da ist die kleine Juicy. Da war sie noch ein bisschen jünger. Ah, das stimmt. Das ist meine Tochter. Juicy Wright. Hier, wirf mal einen Blick in unser Prospekt.
Talentagentur Riot. Von Zaubertricks über Klaviereinlagen bis hin zu ihrer Strafverteidigung. Wir sind für Sie da. Nun, wie heißt du? Apollo. Apollo Justice. Verteidiger. Aha. So. Wunderbar. Wir haben neue Buttons gekriegt, sehe ich gerade. Sehen irgendwie ziemlich dumm aus. Okay. Kurze Erklärung. Wer den ersten Fall verfolgt hat, der hat ja nur im Gerichtssaal gespielt. Die Ace Attorney Spiele, das ist nur eine Hälfte vom Spiel. Der Gerichtssaal. Die andere Hälfte vom Spiel ist das Adventure selbst. Also der Gerichtssaal ist eigentlich reine Visual Novel. Da, wo es ins Adventure geht, das ist die andere Hälfte. Und die machen wir jetzt. Also wir können hier mit der Person reden, wir können den Raum selbst untersuchen, wir können irgendwas präsentieren und wir können uns bewegen, sprich in einen anderen Raum. Ich gehe erstmal weg. Tschüssi, tschüss. Was hat es nur mit dieser Talentagentur Riot auf sich? Ich sollte mal mit ihr reden und möglichst viel in Erfahrung bringen. Okay, okay. Dann, ich gucke mir erstmal einen Raum an, ne? Ah, hier kann man sogar nach oben scrollen. Was ist denn das da? Eine seltsame geteilte Kiste grinst mich anzüglich von der Wand aus an. Ist das eine dieser Kisten, mit denen man Leute in 3 Teile zersägen kann, tun? Ja, lesen muss gelernt sein, ich weiß. Genau, die wird bei einem Trick namens Zickzack eingesetzt. Habe ich mal im Fernsehen gesehen. Aber warum liegt so eine bei dir rum? Ach, die ist für mich ein bisschen zu groß, verstehst du? Deswegen benutze ich sie als Möbel. Das kann ich voll verstehen, ist auch ein schönes Möbel. Oben Hüte, in der Mitte Blusen und unten Hosen. Aha. Das verleiht dem Ganzen eine nette Note, meinst du nicht? Besonders einladend wirkt sie nicht auf mich. Doch, ich finde sie schon hübsch. Weiter geht's, guck mal. So. Das ist eine Couch. Dieser Tisch schaut nicht sehr stabil aus, findest du? Hast du das vorher noch nie gesehen? Das ist ein Zaubertisch. Mit dem kannst du also diese Teekanne da verschwinden lassen. Ach, der kleine Tisch da drüben. Ich dachte, der Glastisch. Ja, das könnte man meinen, aber darum geht es nicht. Direkt vor deinen Augen ändert sich der Inhalt der Kanne. Das ist doch einfach nur eine Thermoskanne oder wo wir oben auf dem... Ja. Von Earl Grey in Darjeeling. Achso, in Darjeeling. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass es schwer ist, den Unterschied zu erkennen. Ja, okay, da bin ich raus. Pfefferminztee und Kamillentee kann ich gerade noch so unterscheiden. Was gibt's denn hier? Das ist eine Pflanze. Ah, fass Herrn Charlie nicht an. Herrn Charlie? Er ist schon viel länger in diesem Büro als ich. Papas Mentorin empfand große Zuneigung für den Herrn Charlie. Ich weiß, dass man auch Charlie aussprechen könnte, aber ich sag Charlie, weil ich es lustig finde. Er steht schon seit der Zeit hier, als Paps noch ein blutjunger Anwalt war. Herr Charlie. Okay. Jetzt kümmere ich mich um ihn. Das ist gut. Dann haben wir hier noch eine Bücherwand. All diese juristischen Bücher müssen Herrn Wrights Restbestände sein. Ich habe gerade hier Probleme mit meiner Zunge, oder? Nein, habe ich nicht, aber ja. Hier gibt es auch viele Bücher, die nichts mit Jura zu tun haben. Jeden Tag ein Trick. Zauberei für Dumme. Man könnte meinen, dass ein professioneller Zauberer etwas höhere Ansprüche stellt. So, haben wir die Couch. Was ist das? Oh, da ist ein fliegendes Spaghetti. Das ist gut. Wow, die Gabel schwebt ja. Nein. Warum hast du hier einen Teller Plastikspaghetti? Ja, der ist der ganze Grund, warum ich Zauberin geworden bin. Ja, erzähl mal. Ja, ich habe so einen Teller mal in einem Restaurant gesehen. Die schwebende Gabel sah so echt aus. Da wusste ich, dass ich eines Tages für größere Zauberei sorgen werde als jene Spaghetti. Okay. Oh, guck mal, da geht's runter, das Paket. Achso, ja, das ist einer dieser Hula-Hoop-Reifen, die mal richtig angesagt waren. Ach, echt? Ich habe gar nicht gewusst, dass die mal so beliebt waren. Mann, wie jung ist die? Ich kann übrigens selbst ganz gut damit umgehen. Ach, ich bin noch dabei, es zu lernen. Du schaffst es also wirklich, jemanden damit schweben zu lassen? Das will ich sehen. Hä? Das ist doch nur ein Hula-Hoop-Reifen, oder? Mann, irgendwie reden wir gerade aneinander vorbei. Okay, hier, da. Auf dem Klavier befinden sich alle möglichen Utensilien. Das sind meine Zauberrequisiten. Requisiten, alte Requisiten. Mann. Üben. Ja, vor allen Dingen deutsches Sprach. Ein echter Profi hat seine Waffen immer griffbereit. Aber du kannst doch gar nicht Klavier spielen, wenn der ganze Kram draufsteht. Ja, ach, hier spielt eh keiner. Und die Nachbarn würden sich nur beschweren. Ich denke, Herr Wright kann wirklich nicht spielen.
Ja, wie man auch im ersten Fall gelernt hat, der Herr Wright sitzt am Klavier und wenn ein Gast es wünscht, dann spielt er was, aber meistens wünschen sie sehr schnell, dass er wieder aufhört. Ein altes, vergilbtes Foto von einem Mann mit Zylinder. Mein Lieblingszauberer. Er ist mein großes Vorbild. Nett. Und es sieht aus, als ob die Vorkriegsgeneration doch noch als Vorbild dienen kann. Wie ist das, ne? Unverschämtheit. Achso. Eher als Vorkriegsgeneration. Oh, da ist eine Guillotine. Zylinder. Ein blauer Zylinder. Genauso einer wie der von Juicy. Oh, der ist nur Deko. Bitte setz ihn nicht auf. Das ist das Letzte, was ich tun würde, ehrlich. Der liegt da, damit die Kunden ihn sehen und gleich wissen, wer ich bin. Nichts anderes schreit so laut Zauberer wie ein Zylinder. Guter Punkt, Mädel. Sehr guter Punkt. So, ich glaube, wir haben hier alles abgesucht soweit. Ja, okay. Dann gehen wir mal... Wir präsentieren erstmal meine Anwaltsmarke, ne? Das ist ganz wichtig. Ach, so etwas habe ich schon gesehen. Das ist eine Anwaltsmarke. Die sieht genau aus wie die Paps früher mal hatte. Wenn ich diese Marke nehme und so mache und so, siehst du, sie ist weg. Hey, meine Marke. Was hast du mit meiner Marke gemacht? Keine Sorge. Guck doch mal in deine Hosentasche. Hä? Völlig unmöglich. Moment mal, da ist ja was drin. Ein Prospekt von deiner Agentur. Und hier ist deine Marke. Du kannst sie jetzt zurückhaben. Das war das letzte Mal, dass er etwas von mir anfassen darf. Punkt. Sorry, nein. Komm, wir reden ein bisschen mit ihr. Sorry. Ich weiß ja auch nicht. Komm, wir machen weiter. Nun, ist das wirklich eine Talentagentur? Lass mich mal husten. Hat mich wieder gefangen. Nun, ist das hier wirklich eine Talentagentur? Yep. Paps hat sie vor 7 Jahren gegründet, als er als Anwalt aufhörte. Natürlich haben wir bisher nur 2 Leute unter Vertrag. 2 Leute? Und du bist eine von ihnen? Juicy Wright. Außergewöhnliche Zauberin. Ich habe schon einige Bühnenauftritte hinter mir. Sogar gegen Bezahlung. Ich bin ein Profi, weißt du? Ja, richtig. Du solltest dir mal einen meiner Auftritte ansehen. Oh, und die andere Person, die von der Agentur vertreten wird, ist... Lass es nicht Larry Butz sein. Phoenix Wright, außergewöhnlicher Pianist. Ist ja noch schlimmer. Ein Vater, mit anderen Worten. Hat er nicht gesagt, er könne nicht Klavier spielen? Ja, unsere Agentur hat damit kein Problem. Schließlich gibt es auch viele Zauberer, die nicht zaubern können. Zumindest bist du optimistisch, das kann ich nicht leugnen. So, jetzt mal zu dir. Du bist also seine, also du bist Phoenix Wrights Tochter? Stimmt genau. Nachdem Papa vor 7 Jahren als Anwalt aufgehört hatte, versprach ich ihm, für ihn zu sorgen. Ich halte ihn also aus. Verstehst du? Nee. Moment. So. Ja, ich bin auch für dieses ganze Büro zuständig. Ziemlich erstaunlich für ein Mädel mit 15, meinst du nicht auch? 15? Wie alt ist denn Herr Wright? Paps, ich glaube, der wird dieses Jahr 33. Naja. Sicher gibt es dafür eine gute Erklärung. Ja, es gibt eine gute Erklärung. Hä? Also, mal zu deinem Vater. Ne? Über die Zeit, als Herr Wright mit der Juristerei aufhörte. Das war wegen dieses Vorfalls vor 7 Jahren. Oder etwa nicht. Hä, du weißt davon? Falls ihr nicht davon wisst, macht nichts. War ein Spiel vorher. Das 3. Phoenix Wright bzw. Ace Attorney Spiel. Die beziehen sich alle, die haben alle ein bisschen was miteinander zu tun. Ist jetzt nicht so wichtig, wenn man es nicht kennt. Geht auch ohne, kann ich euch sagen. So, hä? Du weißt davon? Ich kenne keine Details. Ich kann mich aber noch gut an die Meldungen erinnern. Es war damals eine große Sache. Ja, das habe ich auch gehört. Ich war noch zu jung, um zu verstehen, was da los war. Ich werde Paps bei nächster Gelegenheit danach fragen. Paps, richtig. Das erinnert mich an Herrn Wright. Er hat mich heute Morgen angerufen, damit ich vorbeikomme. Paps ist gerade nicht hier. Er liegt im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Jo, ihm wurde strikte Bettruhe verordnet, bis es ihm wieder gut geht. Was? Was? Ja,
Okay, in welchem Krankenhaus liegt Herr Wright? Ich werde ihn besuchen. Oh, in der Hickfield-Klinik. Die ist hier ganz in der Nähe. Okay, bis dann. Und das mit den Auftritten lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen. Warte, ich komme mit. Okay, interessant. Jesus, ne. Was geht denn hier ab? 15. Juni, 9:45 Uhr, Hickfield-Klinik. Oh, guck mal da hinten, das ist der Cyber-Samurai, was er gerade guckt. Also das ist Herrn Wrights Krankenhaus, beziehungsweise sein... Jesus, ne. Besucher? Ja. Sind Sie der Arzt? Ja, Dr. Hickfield, der Name. Guten Morgen, Herr Doktor. Oh, hallo Juicy, schnuckelig wie immer. Ist das Papas Zimmer? Oh, ja, ist gerade zur Morgenuntersuchung. Kommt aber bald zurück. Wie geht's, Juicy? Gibt's Stellen, die ich untersuchen soll? Doktor, die Schwester sucht Sie. Na, wenn das nicht der Vater der süßesten Versuchung der Stadt ist. Ich gehe dann mal. Bis dann, Juicy. Mann, was für ein schräger Vogel. Ja. Guten Morgen. Du bist aber früh dran, Apollo. Herr Wright? Guck mal, ich zeig mir mal eine Anwaltsmarke. Aber was ist das? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Was? Sie erkennen keine Anwaltsmarke mehr? 7 Jahre her. Ich habe eine Menge vergessen. Bei manchen Menschen sind 7 Jahre wohl länger als bei anderen. Ja, ich glaube, wenn man Vater ist, vergisst man viel. So. Wir untersuchen erstmal das Zimmer. Und zwar zuallererst will ich gucken, was läuft da im Fernsehen? Irgend so eine Action-Serie. Oh, den kenne ich. Das ist der schnüffelnde Samurai. Was? Seine Popelschnicker-Attacke macht ihn bei Grundschülern so beliebt. Ich hätte nie gedacht, dass Sie so ein Zeug mögen, Herr Wright. Was kann man denn sonst schon groß machen, wenn man den ganzen Tag ans Bett gefesselt ist? Er sieht nicht so ans Bett gefesselt aus, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn ich mir die Folgen nicht ansehe, starten sie sich nur, weißt du? Er muss sie doch einfach nicht kaufen. Ja. Ja, dann hören Sie doch auf, sie zu kaufen. Ja! Ja, sonst komme ich nicht dazu, mir die Folge anzusehen und meine Berichte zu schreiben. Berichte? Ihre Berichte? Ist eine lange Geschichte, wie eigentlich immer. Ja, komm, da sind noch mehr. Ja. Ein Wrights Bett. Ganz schön unordentlich. Sieh dir mal diesen Schweinestall an. Ohne mich bist du verloren, was, Paps? Nein, sie will aufräumen. Aufgepasst. Haha, erwischt. Was soll ich sagen? Bin eben in so einem Schweinestall aufgewachsen. Wäre nett, wenn ihr es nicht weiter sagen würdet. Ja, könnte ihre glanzvolle Karriere als angeblicher Pianist gefährden. So. Noch mehr? Ein mannshoher, schwankender Turm aus DVD-Hüllen. Der Steel-Samurai, der Nickel-Samurai. Ach, der hieß ja gar nicht Cyber-Samurai. Ach, oder vielleicht hieß er doch Cyber-Samurai. Wer es nicht weiß, weiß es nicht. Der muss mir einfach glauben. So. Die rosa Prinzessin, der Zappi-Samurai, 2 Samurais tanken super. Alles Action-Serien für Kinder. Ja, ich krieg sie alle von diesem Kind zugeschickt. Aha. Von einer Nichte oder einem Neffen oder so? Irgend sowas. Beeindruckende Sammlung. Muss auf jeden Fall ein reiches Kind sein. Seltsam, Herr Wright wirkt nicht gerade wie jemand, den Kinder mögen. Findest du? Das ist doch lustig. Guck mal hier, der trinkt Traubensaft. Ah, Paps, hast du schon wieder deinen Traubensaft reingeschmuggelt? Der Doktor hat dir doch verboten, den hier zu trinken. Juicy, guck mal auf das Etikett. Oh. Tiefsee-Mineralwasser. Das sollte wohl klar gehen. Habt ihr Etiketten vertauscht, aber sag's Juicy nicht, okay? Was soll man sagen? Der Mann liebt Traubensaft eben. So, da ist ein Piano. Nee, das ist ein Flügel. Sieht aus wie ein Spielzeugklavier. Okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen Piano, Klavier und Flügel? Also Flügel ist das da, wo du so aufklappst. Und ein Klavier ist das, wo du nicht aufklappen kannst, wo die Penöpel an die senkrechten Drähte dranhauen. Ich erkläre das super gut. Und also in meiner Wahrnehmung war dann so, dass ein Flügel, oder ist ein Klavier das? Nee. Ach, ja, da hauen sie halt von unten, glaube ich, dran an die Draht. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Lest es nach. So, muss üben, sonst rosten die Finger ein.
Ein echter Profi hat seine Waffen immer in Reichweite. Soll ich dir was vorspielen? Nein, danke. Ach, schade. Ich habe so selten die Gelegenheit, ein wenig zu spielen. Wieso? Er kann doch immer spielen, wenn er will. Guck mal da. Ja. Ah. Da ist eine Blume. Da ist noch ein Bett, das interessiert mich ein bisschen. Okay, wir haben alles abgesucht soweit. Okay. Dann reden wir halt mal mit dem Kerl. Also, was ist überhaupt passiert? Ja, und was ist passiert? Es ist kaum zu glauben. Ich, das Opfer einer Fahrerflucht. Eine Fahrer... Sie wurden von einem Auto angefahren? Oh, immerhin hat er versucht auszuweichen. Das sei ihm zugestanden. Stell dir vor, ich 10 Meter durch die Luft geschleudert. Was zur Hölle? Nur gestoppt, weil ich mit dem Kopf an einem Telefonmast geknallt bin. Na, so ein Glück. Sie sind gegen einen Telefonmast geflogen? Alles okay? Na, ich hatte Glück. Hab mir nur den Knöchel verstaucht. Er hat tatsächlich so viel Glück, wie alle sagen. Also, genau. Erzähl mal was über deine Tochter. Da ist noch etwas, das mir etwas quer sitzt. Ich kann einfach nicht glauben, dass Sie eine Tochter haben, Herr Wright. Und sie ist so groß, also nicht riesig, aber Sie wissen schon, was ich meine. Oh, Schuss ist immer noch ein Kind. Papst, wie oft muss ich dich noch dran erinnern? Ich bin kein Kind mehr. Ja. Erwischt. Aber du wirst immer mein kleines Mädchen bleiben. Ach, das, ja. Hahaha. Wer es glaubt, wird selig. Doch, ich glaube, das wird sich nicht ändern. Das Kind wird immer das Kind bleiben. Ist halt so. Oh, da ist noch was, das du über Juicy wissen solltest. Sie ist eine Zauberin, oder? Das hat sie mir erzählt. Ja, keine einfache Zauberin. Sie ist ein wahres Genie. Natürlich ist sie das. Ach, Paps. Du wirst dieses Talent schon bald zu schätzen wissen. Sie könnten auch einfach klare Antworten geben, anstatt vage Andeutungen zu machen. So, Talentagentur Wright. Und warum haben Sie mich kontaktiert? Was könnte die Talentagentur Wright von mir wollen? Ja, kein Grund, so gereizt zu sein. Hey, wenn es nach mir ginge, wäre ich gar nicht hier. Aber nach dem Anruf heute Morgen bist du freiwillig ins Büro gekommen. Tja, ja, natürlich. Du musst uns helfen. Wir haben ernste Probleme hier im Büro. Sehr ernste. Ja, ich dachte, es geht um Leben und Tod. Du meinst also, das hier wären keine Schwierigkeiten? Meine Talentagentur vertritt nur 2 Personen und eine davon liegt im Krankenhaus. Genau, Paps. Wie sollen wir diesen Monat bloß die Miete zahlen? Und erst das Essen? Tja, das ist das Problem bei so kleinen Unternehmen. Wir sind voneinander abhängig. Wenn einer fällt, dann zieht er den anderen mit. Hey, nicht gerade ein gutes Thema für Ihre 15-jährige Tochter? Na, jedenfalls, wenn Apollo dir nicht helfen kann, dann musst du auf eine neue Schule. Wieder mal. Ach nö, das geht nicht. Ich hab doch gerade erst Freunde gefunden. Wie kannst du mir das antun? Uns! Polly! Das ist Polly. Hä? Was? Wieso bin ich jetzt plötzlich schuld? Ja klar, schön, gleich mal gesagt, du bist schuld, wenn du dir hilfst. Dabei fällt mir ein, warum arbeitest du nicht für uns? Ich hätte da den perfekten Mandanten für dich. Ja, vielleicht arbeite ich nicht für euch, weil ihr jetzt schon bankrott seid. Okay. Ein Mandanten? Ich könnte meinen Job machen? Richtig als Verteidiger vor Gericht? Okay. Ich werde mir Ihren Vorschlag anhören. Du hast den Paps. Er hat angebissen. Ja. Also, Zeit, die Leine einzuholen. So. Eins steht fest. Ich habe Angst. So, also, reden wir mal über den Mandanten. Okay. Und wo ist der Mandant? Ja. Hier. Schau dir mal die Karte an. Dann erkläre ich's. Gestern Abend habe ich kurz vor 9 Uhr das Büro verlassen. Wright Agentur ist da rechts. Okay. Er geht also da runter, ja. Ich war auf dem Weg ins Alden Tays, ein asiatisches Pasta-Restaurant. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich habe gerade voll das Déjà-vu. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich oft Alden Tays sagen muss. Oder wie auch immer man das ausspricht. Das war genau im ersten Fall der Borschtspott. Das hat... Zum Glück hat dieses Mikrofon einen Spuckschutz, das kann ich euch sagen. So, egal. Also. Ja, okay, dann geht er... Wieso geht er nicht oben rum? Wäre das nicht deutlich kürzer, wenn er oben rumgeht und durch das Grüne da? Achso, also der spielt Klavier in dem asiatischen Restaurant. Und da geschah es plötzlich. Quietsch, oh weh, das Auto rammte den Telefonmast und brauste weg. Unheimlich, nicht wahr?
Ja, unheimlich. Fast so unheimlich wie der Umstand, dass sie davon reden, als wäre gar nichts passiert. Das Auto ist dann in diese Richtung geflüchtet. Welche Richtung? Hoch zur Ride-Agentur, quasi da, wo er hergekommen ist. Tja. Viel Glück dann. Was? Du wolltest doch einen Mandanten, oder? Nun, ich bin dein Mandant. Alter. Finde den Kerl, der mich gegen den Telefonmast geschleudert hat. Kriege ich auch eine Bezahlung? Also ich meine, wie... Hey, Moment mal. Ich bin Verteidiger, kein Detektiv. Keine Sorge, sobald du ihn gefunden hast, verklage ich ihn. Dann kannst du sie vor Gericht zeigen. Sehr schön. Ach, ich mag diese Logik. Ich bin auch kein Staatsanwalt. Ja, tut mir leid, aber das ist Schwachsinn. Ich geh jetzt nach Hause. Bleib locker. War nur ein Witz. Hä? Ernsthaft jetzt? Ach, Paps. Tut mir leid, Apollo. Er liebt Witze, weißt du? Auch die, die gar nicht lustig sind. Ich glaube, das haben Chefs so an sich. Ein echter, also dein echter Mandant müsste jede Sekunde im Büro sein. Im Büro? Sie meinen die Talentagentur? Gut, ich schau da vorbei. Ich habe ja sonst nichts zu tun. So, da wäre noch was. Wirf auch mal einen Blick auf meinen Unfall, ja? Ich habe den Unglücksort auf dieser Karte markiert. Okay. Ja. Ist gleich vor diesem Park. Sollte einfach zu finden sein. Jetzt will er, dass ich das auch noch untersuche. Ja, Karte zur Gerichtsakte hinzugefügt. So. Ich guck mal in die Gerichtsakte. Na, natürlich erstmal die Karte angucken, ja? So. Das X ist ungefähr 5 Meter breit, sehe ich gerade. Oh, ich kann da rumscrollen. Schön. Ja, okay. So. Komm, ich präsentiere mal die Karte, mal gucken, was er sagt. Ich habe dir den Unfallort auf der Karte markiert. Finde den Verbrecher, der mich gegen den Telefonmast geschleudert hat. Ja, okay, danke. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie was Cooles. Dann bewege ich mich mal. Erstmal zur Talentagentur Ride. So. 15. Juni, 10:05 Uhr, Talentagentur Ride. Hey, hey, hey! Wie lange soll ich denn noch warten, hä? Ach, guten Morgen. Okay. Hallöchen, Juicy-Püppchen. Was sind denn das alles für Leute, dass die da, also... Klingt, als hätte ich deinen Alten ganz schön erwischt, hä? Als hätte es deinen Alten ganz schön erwischt. Nicht er. Ich dachte eben, was... Der hat ihn zusammengefahren, der hat sich gleich gestellt, das ist ein einfacher Fall. So, also klingt, als hätte es deinen Alten, bisschen mehr Saarländer, vielleicht war es eine Frau. Klingt, als hätte es deinen Alten ganz schön erwischt. Egal. Ende gut, alles gut, glaube ich. Das ist unser Mandant? Hey, das ist also dieser Polo-Typ, hä? Oh, ja, ich heiße eigentlich Apollo. Schau ihn an, steht mit hochgekrempelten Ärmeln da. Woher weiß der das? Ich hab's noch extra. Was soll das? Der guckt durch die Kamera durch. Also, bereit zum Kampf. Ja genau. Sie meinen das doch nicht wörtlich, oder? Der Boss hat Ihnen gesagt, was ich brauche, oder? Lassen Sie mich nicht hängen, Polo. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Verteidigung. Das kriege ich schon hin. Eine Verteidigung? Ist Ihre Nudel nicht ganz gar? Für eine Verteidigung ist es zu spät. Meine Burg ist erstürmt. Meine Habe ist geraubt. Mein Nudelstand ist weg. Nudel? Du kennst doch Herrn Eldun. Vom Nudelstand. Mensch, Polly. Erstmal, ich mag nicht, dass er mich Polly nennt. Ich bin doch kein Papagei, der einen Cracker will. Zweitens mal, der Herr Eldun heißt rückwärts gelesen Nudel. Schön. Bitte keine Spitznamen. Und nein, ich kenne ihn selbstverständlich nicht. Neu in der Gegend, hä? Ja, eigentlich nicht, ne? Dann wissen Sie ja, wo es die besten Nudeln der Stadt gibt. Bei Elduns Noodles. Wow. Was ein geiler Name. Okay. Noodles? Also Nudeln? Wessen Nudeln? Ja, meine Nudeln. Hilf mir doch mal eben, Juicy-Püppchen. Das ist Herr Guy Eldun. Unser Mandant. Das ist der Nudelguy. Vielleicht können Sie uns über Ihr Problem aufklären, Herr Eldun. Juicy-Püppchen, für dich mache ich doch alles. Merk schon, das wird ein schwieriger Fall. Alter, oh.
Wenigstens bin ich kein Zauberer, sondern anscheinend wirklich Verteidiger. Immerhin, immerhin. So. Zuerst mal präsentieren wir dem unsere Marke. Yippie, gut gemacht. So schindet man Eindruck. So hat der gute Phoenix immer bei meinem Alten gemacht. Bei ihrem Vater? Jo, er hat immer die Marke gezückt und gesagt, schreib's an, wie immer. Anschreiben an einen Nudelstand? Ja, okay, ja, lassen wir das. So, das soll es für heute auch gewesen sein. Es tut mir leid, heute war es nur so ein bisschen das Vorgeplänkel. Ab morgen geht's dann quasi richtig los. Dann erfahren wir zumindest, was er von mir will. Also, Phoenix Wright wurde zusammengefahren und er hat einen Nudelstand geklaut gekriegt. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir uns nicht drum kümmern, wer Phoenix Wright zusammengefahren hat, sondern darum, wer seinen Nudelstand geklaut hat? Hoffe ich mal, dass ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay. Wir werden morgen hier weitermachen. Bis dahin. Tschüss. Man sieht sich. Hoffe ich doch. Geht's ein paar Nudeln essen.